Frühstück! Ja. Ja. Na, was ist denn? Was seid's denn heute wieder, hä? Wird's bald? Wir sind doch schon da, Also. Papa. Morgen, Bauer. Morgen, Papa. Wer hat denn gesagt, dass du hinsetzen sollst, hä? Du wirst es da warten können. Entschuldige, Bauer. Setzen. Na, Papa. Was denn? Sitzt du gut in deinem neuen Lehnstuhl? Ja, danke, es langt schon, ja. Mit einem Anstand kann dir nicht schaden, gell? Wo ist denn die Ursel? Die ist im Stall draußen. Bei unserer Kuh, bei der Walli. Die wird doch bald kälbern. Was? Ja, die hätte doch gestern schon kälbern sollen. Was tritschelt denn das blöde Viech so lange rum? Die ist genauso langweilig wie ihr da. Nein, Papa, alles braucht halt seine Zeit. Hab ich dich was gefragt? Ich meine ja bloß. Du hast nichts zu meinen. Das ist, ein Brief ist gekommen. Ich glaube vom Bürgermeister. Was? Ein Brief? Das erfahre ich erst jetzt. Wo ist denn der Brief? Ich hol ihn ja schon. Also, ist das Grünfutter schon herin, hä? Bauer, ich hab's erst gemäht. Ich fahr's noch schon noch rein. Ein bisschen ein Trischel nicht so lang rum. Und schau, dass reinkommt. Da ist der Brief. Ja. Ja, na, da schon wieder eine Gemeinderatssitzung, als wenn ich nichts anderes zum tun hätte. Ja. Papa, soll ich dein Zeug von gestern abladen? Na, sag einmal, ist das immer noch nicht abgeladen? Bauer, du bist gut. Das war doch gestern schon stockfinster, wir haben ja gar nichts mehr gesehen. Haben wir kein Licht im Stadion, hä? Ja, ich weiß schon. Ihr zwei habt die Arbeit nicht erfunden. Soll ich vielleicht das Hai abladen, hä? Das könnte auch nicht schaden. Du nicht so schnappig sei, gell? Das mag ich nicht. Zigarren? Ja, sofort, Bauer. Ist gut so. Ja. Wo ist meine Zeitung? Oder sollen wir die auch selber holen? Hm? Wo ist ja schon? Da ist die Zeitung. Ja. Wenn du dann mit dem Kaffee fertig seid, der abbrennen, gell? Aufstehen. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin in der Gemeinde. Beim Bürgermeister. So, Bayerin, lang mache ich das Fein nimmer mit, gell? Da kommt man sich ja vor wie ein Depp. Ich verstehe das nicht, Mama, wie du das alles gefallen lassen kannst. Früher war er nicht so. Der ist erst so, seit seine Mutter gestorben ist. Bei der hat er nichts zu lachen gehabt. Ja, und jetzt meint der Papa, er muss uns genauso behandeln, damit wir auch nichts zum Lachen haben. Ich lasse ihn heute reden. Ändern kann man sowieso nicht mehr in dem Alter. Und wenn heute dein Onkel Hans kommt, dann explodiert er sowieso, unser lieber Herr Bauer. Weil ihr ihm nicht gesagt habt, dass er kommt. Mein Schwager hat ausdrücklich gesagt, wir sollen nichts sagen, dass er kommt. Es soll eine Überraschung sein. Der müsste doch schon lange da sein. Ich verstehe gar nicht, wo der bleibt. Ja, also, ich fahre jetzt auf jeden Fall das Grünfutter rein, sonst benzt er wieder, wenn er kommt. Ja, und ich gehe in den Stall hinaus und hol dir die Ursel zum Frühstück rein, gell? Ich passe dabei auf die Walli auf. Ja. Oh mei. Wie soll denn ich jemals zu einem Mann kommen, wenn der Papa aber so ekelhaft ist? Da läuft mir doch jeder gleich wieder bei der Tür aus. Oh mei, wenn der wisse, dass der Stefan und ich. Guten Morgen, Nanni. Guten Morgen, Ursel. Na, habt's mir einen Kaffee aufgekommen? Freilich, sitzt ihr nur her, schau. Dankeschön. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Na, Sag. wo ist denn euer Pascha? Der ist ins Gemeindekanzlei hinüber. Du, der hat uns halt schon angemalt, weil die Walli ihr Kaibi noch nicht gekriegt hat. Ja, dann soll er halt an die Walli hinmaulen. Vielleicht geht's dann schneller. Aber mir ist lieber, er geht überhaupt nicht in den Stall hinaus. Sonst
Sonst bringt die Walli vielleicht nur Missgeburt auf die Welt. Gut, dass der Papa das nicht gehört hat. Ja, das soll er doch hören. Das ist doch mir wurscht. Wenn ihm irgendwas nicht passt, dann geh ich. Für mich gibt's überall Arbeit. Geh, Urschel, das kannst du uns und der Mama nicht antun. Du weißt doch, was für ein schwerer Stand gegen ihn hat. Ja. Und du bist halt die Einzige, vor der er nur ein bisschen einen Respekt hat. Ja, der weiß schon, warum der von mir einen Prospekt hat. Hält's doch kein anderer nicht aus bei dem Suppencholeriker. Aber brauchst keine Angst nicht haben. Ich bleib schon da. Das kann ich doch dir und der Bayerin gar nicht antun. Die hat genug auszuhalten mit dem Biffe. Geh, Urschel. Ach, ist doch wahr auch. Was sagt eigentlich dein Vater? Wegen dir und den Stefan, weiß er das schon? Okay, woher weißt denn du das? Ja, mei. Auch ein blindes Korn findet einmal eine Henne. Und deine Mutter, was sagt denn die dazu? Ja, die meint, ich soll vorerst nur nichts sagen und eine Gelegenheit abwarten. Was abwarten? Eine Gelegenheit? Ha, dass ich nicht lach. Da bist du eher alte Jungfrau, bis die Gelegenheit kommt. Geh zu, Nanni. Der Stefan ist ein sauberer Bursch. Ja, und schließlich und endlich bist ja du volljährig, oder? Naja, die Hauptsache ist doch, dass euch ihr zwei gern habt. Ja, du hast ja recht, Urschel. Aber schau, ich will halt nicht im Unfrieden aus dem Haus gehen. Unfrieden? Ah, dass ich nicht lach. Hast du vielleicht jetzt einen Frieden im Haus? Oder einer von eurer Familie? So darfst du nicht reden, Urschel. Schau, der Papa meint es bestimmt gut. Er übertreibt halt ein bisschen, ne? Ein bisschen? Ein bisschen, sagt die. So was Ungutes als wir den gibt's doch in der ganzen Gegend nimmer. Also Nanni, da müsste da mal einer kommen. Und der müsste dem so in die Gewehre reinfahren. Was? In die was? Ja, in die Pistole oder... Du meinst in die Quere fahren? Ja, das meine ich doch. Hab ich doch gesagt. Ja, dann war gleich eine Ruhe. Wirst sehen. So klar, dass der werden. Da müsste schon ein Wunder geschehen. Tja, Wunder geschehen auf öfters, als man denkt. Schön wär's. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Irgendwie wird's schon ausgehen. So, und ich gehe jetzt wieder zur Bayerin. Zu der Walli im Stallhaus. Ist schon recht. Vierte dabei. Gute. Die Urschel hat leicht reden. Lass den Kopf nicht hängen. Wie, wenn wisset. Oh mei. So. Bist du allein? Ja, freilich. Geh weiter. Komm, gib mir schnell ein Puzzle. Bist narrisch geworden. Wenn der Vater reinkommt, dann gibt's eine doppelte Leich. Das macht ja auch nichts. Dann braucht die Leute bloß einmal am Friedhof gehen. Ach komm, jetzt lass halt deine dummen Witz, mir ist nicht zum Lachen. Wenn der Vater uns draufkommt, dann kannst du auf deinen Bauernhof zurückgehen und ich muss den heiraten, den mir der Vater raussucht. Also ich weiß nicht, was du immer hast. Bis jetzt ist doch alles gut gegangen. Du seit 22 Jahren sind dein Vater und mein Vater zgerückt miteinander. Also kennt er mich doch gar nicht. Und dass ich mich da als Knecht anstellen hab lassen, das weiß er auch nicht. Und bis er das alles erfährt, ist doch unser Bursche lang militärpflichtig, oder nicht? Ach komm, trotzdem. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Vater jemals die Einwilligung zu unserer Hochzeit gibt, oder? Kommt Zeit, kommt Rat. Aber zuerst kommt jetzt einmal ein Puzzle. Ja, was soll denn das bedeuten, hä? Nanni, den Zahn musst du unbedingt richten lassen, ja? Was für ein Zahn? Da, Bauer, schau mal, was die Nanni für einen schlechten Zahn dahinter Ja? hat. Ja. Den muss er sich unbedingt richten lassen. Den muss sofort zum Zahnarzt. Was Zahnarzt? Nix Zahnarzt. Bei mir gearbeitet und nicht zum Zahnarzt gelaufen, gell? So Grimmfutter Herrin? Ja, Bauer, ich bin fast fertig. Dann schau, dass du ganz fertig wärst. Du kriegst schon nicht so lange rum. Ja, Bauer. Gott sei Dank ist das noch mal gut gegangen. Da schau her.
Da ist gar niemand da. Scheinbar alles ausgeflogen. Nicht einmal mein Bruder, der Herr Ökonomierat, ist da. Der wird doch nicht einmal was arbeiten. Hallo? Hallo? Kann ich das noch was? Hallo? Ja, was Hey, ja, Hans, grüß dich gut. Nein, ich kann dir gar nicht sagen, ich bin frei, dass du da bist. Du, ein Koffer, der mal aber aus, dass der Kasper nicht merkt. Aber du bist doch schon viel früher gekommen. Naja, meine Tonnerkiste ist nicht angesprungen. Die wird halt auch schon alt. Die braucht ab und zu das gute Zureden, damit sie einen Schnaufer macht. Wo ist denn mein Bruder? Der männliche Haustraucher. Der ist bei der Gemeinde, beim Bürgermeister. Auf die Weise haben wir wenigstens sein Gebell nicht im Haus. Führt das immer noch so auf? Ach, du machst dir keinen Begriff. Das wird immer schlimmer mit ihm. Mein Gott, ich kann dir gar nicht sagen, der führt sich auf und wir. Es ist furchtbar mit ihm. Unsere Mutter, die hat uns manchmal ganz schön rumgescheucht. Aber sie hat uns nie schikaniert oder ungerecht behandelt. Ja, und Kasper, den hat schon manchmal besonders in der Mangel gehabt. Jetzt meint er halt, er muss das, was er früher geschluckt hat, an euch auslassen. Das heißt aber noch lange nicht, wenn er der Bauer ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Vor allen Dingen hat er nicht das Recht, euch so zu behandeln. Es wird immer schlimmer mit ihm. Nichts kann man ihm recht machen. Mei, und wehe, es redet ihm einer dagegen. Dann soll's noch mal sein. Dann legt er los, unser Haustyrann. Ach, der Stefan, der ging am liebsten auf und davon. Und der Nanni, der geht's auch nicht besser. Wir sollen einmal den ganzen Kram vor die Füße schmeißen. Die bleiben doch wegen mir. Was glaubst du, was ich zum Aushalten hätte, wenn die nicht mehr da wären? Bittchen, sag ja an Kasper Nixon, dass wir gewusst haben, dass du kommst. Nein, kannst beruhigt sein. Und wenn er mich anmotzt, ich wär schon fertig mit ihm. Meinst du? Auf dich hat er einen besonderen Hock, weil du ein Beamter bist. Ich sag das. Der führt sich auf. Mit dem Essen. Mit dem Essen ist es jedes Mal ein Theater. Mach ich Reibertatschi, wo ich einen Schweinsbraten. Mach ich Schmalznudel, wo ich Dampfnudeln. Mach ich Schwammerl, wo ich Pilze. Das ist doch dasselbe. Da siehst du das mal, wie durcheinander das ich bin. Aber ich hab ganz auf die vergessen, du wirst ja bestimmt einen Hunger haben am Hals. Ja, da kommst du. Weißt du was? Jetzt geh mein Kichen aus. Ich mach dir jetzt eine ganz gute Brotzeit. Ich hab mich so schon gefreut auf die Kochkunst. Ja, dann können wir dann weiterreden. Ja. Brotzeit! Ja. Ja, was ist denn? Sitzen die heute auf die Ohren, ha? Wer haben wir's denn, ha? Brotzeit, hab ich gesagt! Herrschaftszeiten, wo bleibst du denn so lang? Nicht zum Glauben ist das. Ja. Wenn du deinen Hund sagst, der ist im Stall draußen. Ja, wie kommst denn du da rein, ha? Ganz einfach über den Hof und da bin ich rein und da bin ich auch schon. Da schau her. Aber grüß Gott kannst du schon sagen, wenn du ein bisschen einen Anstand hättest. Du brauchst mir Anstand nicht lernen. Was willst denn da? Ich hab dich nicht gerufen. Das wäre bei dir auch nicht der Leben, aber das macht nichts. Du weißt, dass ich als dein jüngerer Bruder das Wohnrecht auf Lebzeiten daheim Ja, habe. leider, leider. Ich kann also kommen und wohnen so oft und so lange ich mag. Auch wenn es dir nicht passt. Ja. Was pfeifst du überhaupt so ordinär umeinander? Das hat dir unsere Mutter nicht beigebracht. Könnt ihr nicht aufmandeln, gell? Mein Brotzeit! Ah, die bringt dir dein Hund? Nein, mein Alte soll's mir bringen, ne? Ah, da schau her. Das sind ja nicht die Sitten, die du da eingeführt hast. Muss der Frau jetzt schon auf den Pfiff gehen? Du pass mal auf. In dem Haus geschieht immer noch das, was ich will, gell? Der Herr im Haus bin ich. Ich bin ja nicht irgendjemand. Ich bin ja der Schnatter Kasperbeck. Ja, der Kasper Schnatterbeck, ne? Das hätte ich jetzt bald vergessen, dass du der Herr Tyrann von und zu Schnatterbeck bist. Komm. Lass deinen Sprich. Was ist denn mit meiner Brotzeit? Am besten zwickst du noch ein Monokel ins Auge und sitzt einen Zylinder auf. Dann gehst du über den Hof in den Stall aus, dann kriegt deine Kier einen Lachkrampf und dein Hund macht einen Salto vor lauter Freude.
Weißt du, was zum Spötteln hast? Ja, was ist denn jetzt mit meiner Brotzeit? Die Mari hat jetzt gerade keine Zeit, die ist gerade am Essen kochen. Im Übrigen bin ich zur Erholung da. Da möchte man nicht den ganzen Tag deine Pfiffe da anhören. Zu was bist du da? Ja, zur Erholung. Erholung! Dass ich nicht lach! Erholung! Seit wann braucht denn ein Beamter eine Erholung? Von was willst du denn du erholen? Ha? Vom Stuhlsitz polieren oder vom Zeitung lesen? Ha? Ich hab meine vorgeschriebene Arbeit und die muss ich machen. Ja. Die nimmt mir niemand ab. Ja. Ich hab's nicht so schön, dass ich bloß Pfeifer brauche, damit die anderen meine Arbeit machen. Na ja, mit Maulwerk seid ihr gut beieinander. Ja, Herrschaft, Scheiden, was ist denn mit meiner Brotzeit? Ich darf mir's halt selber holen. Oder ist dir das auch schon zu viel Arbeit? Da, schau her. Ich hab das Gefühl, da steckst du dahinter, ha? Möchtest du mich gegen meine Familie aufbringen, ha? Aber Brüderli sagt das, lass deine staubigen Beamtenpfoten von meiner Familie, sonst rück ich mit dir zusammen. Spar dir deine Sprüche und lass mir mal Ruhe. Ja. Sonst druck ich mit dir zusammen. Gerade der Bauernbiffe. Jetzt meine ich, hat er mir was gekostet. Da muss ich aufpassen. Sonst bringt mir mein Bruder und meine ganze Familie durcheinander. Ja, Bauer. Was denn? Ja, da bist ja. Wo soll ich denn sonst sein? Ja, magst mir nicht helfen? Ja, allein schaff ich doch das nicht. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, die Walli, unsere Kuh. Ja? Ja, die kriegt doch ihr Baby. Seit wann kriegt denn eine Kuh ein Baby? Soll da halt Nani helfen oder der Stefan? Das geht nicht, weil die Hanni ist beim Heu abladen und der Stefan, der fährt ins Grünfutterei. Was? Ja, tritschen denn die immer noch so langweilig herum, hä? Ja, was ist jetzt? Magst mir jetzt nicht helfen? Ich möchte erst mal Brotzeit machen, ne? Die Kurse warten, bis ihr Schratzen kommt, ne? Gut. Gut. Was? Ich kann's ja der Walli sagen, sie soll noch warten mit ihrem Schratzen. Aber wenn was schief geht, schieb ja nicht mir die Schuhe rein. Ich sage dir. Was ist jetzt? Magst du mir jetzt helfen oder Ja, nicht? ich komm schon. Also dann. Also, ich möchte bloß wissen, warum ich Kinder auf die Welt gesetzt hab, wenn ich alles selber machen muss. Ja. Also das Grünfutter, das hätte mich jetzt bald geschafft. Ja, mir reicht's auch. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Papa keinen Haiaufzug einbauen lässt. Ja, das könnte ich dir schon sagen. Wenn der Papa das Heu selber abladen müsste, dann war der Heuaufzug schon lang einbaut. Aber so hat er ja uns als Dienstboten. Grüß euch. Ja, grüß Gott. Grüß dich Gott, Onkel Hans. Das ist aber schön, dass du da bist. Glaubst, mit dir kann man sich wenigstens unterhalten, ohne dass man anbellt wird. Du, Nanni, wo ist denn eigentlich der Bauer? Ich hab ihn zuerst doch pfeifen hören. Du, der ist bestimmt mit der Urschel im Stall draußen, die Walli Kaiwit. Was, die Kaiwit schon? Ja, da muss ja helfen. Ah, nix da. Bleib nur da. Ja, aber du musst... Nein, du musst nicht. Der soll nur selber einmal was tun. Ich schaut ihm gar nicht, wenn er da ein bisschen ins Schwitzen kommt. Vielleicht geht ihm dann die Luft aus zum Pfeifen. Mei, hast du eine Ahnung, was los ist, wenn er uns der Herrin erwischt? Habt ihr euch doch schon geschunden genug? Oder habt ihr vielleicht Angst vor ihm? Ja, Angst nicht grad, aber... Schiss. Und darum gehe ich jetzt in Kichnaus zur Mama. Ich kann das Gebeifer nicht mehr hören. Ist er denn wirklich so schlimm? Schlimm? Noch viel schlimmer. Was glaubst denn du, wenn der in den Stumm reinkommt und sieht da einen stehen von uns? Ja, oder gar sitzen da herin. Der explodiert, der steigt in die Luft bis an Decken auf. Lass ihn doch aufsteigen. Der kommt schon wieder runter, wenn es ihm da drum zu langweilig wird. Ja, und der Doktor hat noch gesagt, wir sollen ihn nicht unnötig aufregen, weil er sowieso einen zu hohen Blutdruck hat. Der Doktor meint wohl, dass er sonst an seinem eigenen Gift erstickt. Ne? Das kann man. Jesus, der Herrschaft, noch einmal. Gott. Ah, da, schau her. Der Herr Knecht steht in der Stube miteinander und ich darf ihn mit der blöden Kuh abschinden. Ne? Ha, der Knecht, als wenn er nichts zu tun hätte, steht im Stübchen herin. Ne? Bauer, ich bin gerade reinkommen vom Heuabladen. Was? Ja, ist denn die selber noch nicht herin?
Ja, gibt's denn sowas? Wenn ich mich um alles kümmern würde, dann gang's bei uns drunter und drüber. Wir waren schon lang pleite, waren wir. Aber natürlich, wenn der Herr Brüder meine Leute von der Arbeit aufhält, dann ist ja kein Wunder, ne? Seid ihr froh, dass ich die nicht aufhalte? Ich lass mich schon nicht aufhalten. Ich bin ja kein Beamter. Wo ist denn Nanni? Die ist gerade in die Küche aus zu ihrer Mutter. Was tut denn die in der Küche draußen? Ja, das bisschen Essen bringt doch die Mutter allein fertig. Du gehst jetzt in den Hof hinaus und wirst den Wagen in den Riesen fahren, gell? Und dann glaubst du, die Heil hab ich zusammen, die da so mal anflackern. Ja, aber das Nix, aber tu, was er da geschafft hat. Ja, ich bin ja schon fort. Ja, hoffentlich. Na, Was? Kasper, ist mit der Walli alles gut gegangen? Ja, kümmere doch du dich nicht drum. Was ich in die Hand nehme, das klappt immer. Bei mir hat alles Hand und Fuß. Was ist mit der Brotzeit? Also, Was? jetzt hörst du aber auf. Du, in einer Stunde gibt's Mittagessen. Du kannst doch jetzt nicht mehr Brotzeit machen. Es ist nicht zum Glauben. Ich darf mich abschicken von der Früh bis auf die Nacht und da kann man schmal ans Tisch gehen. Wann gibt's noch was essen oder was gibt's denn zum Mittagessen? Rohrnudel mit Was? Vanillesauce, wie du gesagt hast. Schmalznudeln, hab ich gesagt. Du hast ausdrücklich gesagt Rohrnudeln. Schmalznudeln, hab ich gesagt, ohne Rohr. Du weißt doch, was ich gesagt hab. Also ich kann doch jetzt in dieser kurzen Zeit keine Schmalznudeln mehr machen. Du hast doch sonst auch so gern Rohrnudeln gegessen. Heute will ich Schmalznudeln. Aber ich weiß schon, ihr geht so, was ihr wollt. Um mich kümmert sich ja keiner, ne? Aber mit mir nicht. Ich sag euch gleich. Ich gehe zum Wirt hinüber. Da kann er mal raussuchen, was mir passt. Mahlzeit. Mahlzeit! Du holst die Backen. Jetzt siehst du es selber. Denkt dir nix, Mari. Irgendwas müssen wir machen, dass den Querschädel sein Schikanieren selber trifft. Du kennst doch deinen Bruder. Eben. Beilinkin. Da wird mir schon was einfallen. Aua! Wo ist er denn? Bayern. Bayern, also wir brauchen jetzt unbedingt einen Viechdoktor für die Walli. Ja, ich kann mir nimmer helfen. Und wenn jetzt nicht bald der Viechdoktor kommt, dann geht uns die Walli ein. Und dann geht das Geplärr vom Bauern wieder los. Soll ich den Tierarzt holen, Mari? Ja, wenn's aber dem Papa nicht recht ist. Das macht nix. Dann zahl ich die Rechnung. Aber die Quittung präsentiere ich dann mein Herrn Brüderlein schon. Der traut sich was. Du Mama, das Essen war jetzt soweit. Mir ist der Appetit vergangen. Warum? Ist verloren. Ja, was war denn schon wieder los? Stell dir vor, jetzt will Schmalznudeln, keine Rohrnudel. Ja, und jetzt ist er ins Wirtshaus hinüber. Na, Ja. okay, das schaut ja gerade so aus, als wenn er daheim nichts gekriegt hat. Mir ist doch egal, was ich koch. Der Papa braucht's doch nur sagen. Aber nicht hinterher das Gegenteil behaupten. Bloß aus Schikane. Ich richte jetzt Essen her. Na und du? Machst du auch keine Rohrnudeln? Aber Bayerin, hab ich schon einmal was stehen lassen? Ich is doch alles. Außerdem darf jetzt der Bauer die Finger bis zum Ellenbogen abschlecken, dass er so eine gute Köchin als Frau hat. Das sagst du. Aha, Was? Aha. hab das Essen beim Wirt nicht geschmeckt, weil du schon wieder da bist? Der Wirt hat heute Ruhetag. Ausgerechnet heim. Aber das werde ich auch noch ändern. Das glaubt aufs Wort. Ja. Aber dass das weißt, jetzt essen wir deine verschmähten Rohrnudeln. Von mir aus. Mahlzeit. Also ich möchte bloß wissen, wo der Viechdoktor so lang bleibt. Ja. Was? Was? Das ist ein Viechdoktor. Was denn für Viechdoktor? Ja,
Ja, der Hans ist nüber und holt einen Viechdoktor wegen der Walli. Ja, wer hat denn das angeschafft? Ja, ich? Was? Ja, wie kommst denn du dazu, so etwas zu tun, ohne mich zu fragen? Ich hab's geraten. Jawohl, weil uns nämlich die Walli sonst unter die Hände stirbt. Ach, Blödsinn. Was verstehst denn du davon? Kümmert dich um das Kalbe, ist viel gescheiter. Gut? Gut? Na, geht halt eine von deinen besten Kier ein. Außer mir. Da, schau her. Was denn? Der Herr Agronom ist auch wieder da. Lass mich mal hören. Im Stall draußen war der Tierarzt auf dich. Von mir aus, ich habe ihn nicht bestellt. Sag mal, bist du so dumm oder so stur? Oder beides? Das ist doch schließlich dein Viech. Ich darf eh sagen, dass das mir nicht so geht. Gut, dass du das einsiehst. Hoffentlich bleibst du bei dieser Einsicht. Bayern! Bayern! Gott sei Dank, der Viechdoktor hat gesagt, das ist noch mal gut ausgegangen. Aber lang hätt's nimmer dauern dürfen. Dann war uns nämlich die Walli gestorben, hat er gesagt. Jetzt weiß ich nicht, wer mehr Glück gehabt hat. Der Bauer oder die Walli. So was, meine Herren. Weiß sich um nie was um euch kümmert um alles. Ich muss mich drum kümmern. Ich muss schauen, dass alles in Ordnung ist. Dass alles klappt, dahinter und vorn. Aufstehen! Es geht schon, Walli. So, jetzt ist aber wirklich Zeit zum Essen. Mir ist der Appetit vergangen. Geh zu, Mari. Denk dir nix. Du weißt doch, einer spinnt immer. Lass ihn spinnen. Du hast leicht reden. Aber Bayern, so kann's doch nimmer weitergehen bei uns. Ich mag bald nimmer. Ja, ich auch nimmer. Das hält doch auf Dauer kein Ros nicht aus. Also wir müssen alle zusammenhalten gegen den Bauern. Jetzt hast du es gesagt. Jawohl. Zusammenhalten. Okay? Ja, das tun wir doch sowieso. Aber das hilft doch auch nichts. Nein, ich meine eine besondere Art von Zusammenhalten. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Wir müssen den Kasper total verunsichern. Okay, der Bauer, die Sicherheit in Person, der tut höchstens uns verunsichern. Also, ich verstehe immer noch nicht, was du meinst. Jetzt pass auf. Ein Beispiel. Der Kasper schafft den Stefan an, er soll Heu einfahren. Der Stefan tut aber nicht einfahren, sondern mähen. Ja, um Gottes Willen. Ja, was glaubst denn du, wie mich der Bauer zusammenputzen tät? Ja. Wenn's aber ihr alle behauptet, dass er mähen angeschafft hat und nicht einfahren, dass also er sich geirrt hat. Dann kriegt der Papa einen Schrei drauf. Ja, am Anfang vielleicht schon. Aber wenn sich solche Vorfälle wiederholen, dann muss er unsicher werden. Er müsste immer anders tun, als wer er angeschafft hat. Ohne dass natürlich auch ein Hof Schatz. Ja, 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 das ist ja ganz eine gute Idee. Ja. Hau doch auf deinen Fuß drauf. Ja, das tut ja weh, so blöd bin ich auch nicht. Aber das machen wir. Ja, das gibt eine riesen Gaudi. Dreht's den Stuhl um. Genauso wie der Schmalznudel angeschafft hat, in Wirklichkeit aber Rohrnudel. Hast mich? Ja, meinst du, dass das hilft? Das stimmt. Und wenn alle Strick reißen, dann lasse ich meiner Schwester, der Liesel, einen Brief schreiben. Und wenn er den liest, dann geht er in die Luft und schaut dann Mond für das Verkehrsamt bei. Also mir ist recht, vielleicht hilft's. Ja. Na, in Gottes Namen. Vielleicht ändert er sich ein bisschen. Ja, stimmt. So. Kann man vielleicht noch was zu essen haben, hä? Wir haben aber nur Rohrnudeln, keine Ist Schmalznudeln. mir wurscht. In der Not frisst der Teufel eine Rohrnudel. Wen meint er denn mit dem Teufel? Er selber. Ja. Weißt du, wo du hingehörst mit deinen Ansichten? In die Wüste? Ja, Ja. da hast recht. Und dich nehme ich mit. Weil es steht geschrieben, wer in die Wüste geht, soll ein Kamel mitnehmen. So, wir müssen uns schicken. Der Papa kommt gleich zum Frühstücken. Nein, der wird schauen, wenn keine Tassen auf dem Tisch stehen. Jetzt ist die Uhr. Die Uhr müssen wir verstehen. Das darf man ja nicht. 1, 2,
So, Elfi. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Mein Frühstück fertig? Heute hast du aber lang geschlafen. Ja, ja. Und das ist mir gar nicht gewohnt von dir. Und wieso Frühstück? Frühstück ist doch schon längst vorbei. Was? Vorbei? Ja, warum hab's mich da nicht aufgeweckt? Also du hast so gut geschlafen, da wollte ich dich dann nicht aufwecken. Hinterher hättest du mich bloß geschimpft. Ach, Pap, ich will mein Frühstück. Papa, es Was ist denn? doch 11 Uhr. Was? Ja, in einer Stunde gibt's Mittagessen. 11? Tatsächlich 11? Um 11 bin ich beim Bürgermeister bestellt. Um Gottes Willen, was tut? Da gibt's nur eins Laufrennen. Ja, da muss ich mich schicken. Also du, ich bin ja neugierig. Was da jetzt? Du, wir müssen uns bloß einig sein. Dann klappt das alles. So, jetzt schau her. Jetzt pass auf. Mei, du. Der Papa kommt mir. Das Geschau vom Papa möchte ich sehen, wie der vom Klossner Gemeindehaus steht. Ja, du. Unrasiert und in die Filzpantoffeln. Hoffentlich begegnet ihm keiner. So, und jetzt ist der Spuk wieder vorbei. Aha. Aber für den Papa geht er erst an, gell? Morgen. Für die Zwiebeln. War der Kasper schon da? Ja, der rennt schon auf die Gemeinde. Ich hol jetzt gleich einen Kaffee. Ja. Bis der Kasper kommt, müssen wir alle beim Frühstück sein. Es wird wieder der Spaß. Morgen. Morgen, Stefan. Morgen. Habt ihr das mit Uhrenverstell gemacht? Ja, freilich, wie wir es ausgemacht haben. Einen Bauer habe ich auch gerade rennen sehen. Der rennt ja, wenn der Teufel hinter ihm her war. So, der Lass. Du ist jetzt der Kaffee. So. Na, jetzt lasst es euch schmecken. Danke, beide. Ja, bitte. Vorläufig haben wir unsere Ruhe. Ja. Guten Morgen. Morgen. Wo ist denn der Bauer? Hat es geklappt mit dem Zauberstickel? Freilich, Urschel. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Der Papa ist gerannt wie von einem Webs gestochen. Und wenn er kommt, vom Mittagessen war nie die Rede. Und es war nicht Eifi, sondern Zimi. Guten Morgen. Was ist denn da los? Mich beißt von ein Affe, ha? Papa, Was denn? machst du nicht frühstücken? Was? Papa, wo Was kommst du denn jetzt her? Was? Warum bist denn du so gerannt? Du bist ja ganz außer Atem. Was? Du Bauer, Was denn? sag einmal, wo hast du deine Pantoffel? Ich muss ihn glaub verloren haben, ja. Und auf der Gemeinde war zu, obwohl es doch 11 ist, ne? Ja, du, was tust denn du in der Früh um 7 auf der Gemeinde, wenn du für 11 im Das Steig spielt bist? doch nicht 7. Es ist doch... Ja, Herrschaft, das war doch 11. Du hast doch selber gesagt, in einer Stunde gibt's Mittagessen. Was, ich? Ja? Also da musst du täuschen, Papa. Gewiss. Was? Ja. Der Herrgott, ich kann schwören, dass 11 war. Na, nur keinen Meineid, Bauer. Ach, gell? Blödsinn. Ich bin doch nicht mondsüchtig. Gewiss nicht, Bauer, denn um diese Zeit scheint gar kein Mond mehr. Also, Papa. Was denn? Komm, das hast du halt vergessen. Das kann doch einmal vorkommen, das macht doch. Was heißt denn vergessen? Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Bestimmt nicht, weil so schnell wie du gerannt bist, können die Leute gar nicht schauen. Also ich bin fertig. Ich gehe an meine Arbeit, das du mir gestern geschafft hast. Was? Und ich gehe auch wieder in den Stall hinaus, gell? Was denn? Bauer, Ja, was möchtest du?
Bauer, soll ich unterwegs vielleicht deine Pantöffelchen suchen? Bestimmt Dame schworn. Ja, Braucht doch niemand wissen, dass die mir gehören. Ja, und ich helfe Stefan. Ich schaut mir gar nichts, wenn ich ein bisschen an die Luft komme. Und Kasper, denkt er nix. Denkt ihr nicht? Ah, jeder kann sich einmal irren, gell? Jesus, ich muss jetzt Wäsche aufhängen. Ja, Wäsche aufhängen. Gottes Willen. Ich werde doch nicht krank sein. Aber mit dir ruck ich auch noch mal zusammen, das weiß ich. Mama, schau! Was? Ist er nicht fest? Da werden wir Papa gar nicht mehr kennen. Nein. Du, wann ist denn der gekommen? Ja, gerade hat ihn jemand vom Trachtengeschäft gebracht. Die Änderungen von Papa seine Figur haben sie gemacht. Mein Gott, das war ja eine Riesenidee, dass der Hans den Anzug gekauft hat. Wie oft hab ich am Papa hingekriegt, er möchte sich endlich einen neuen kaufen. Seit 20 Jahren rennt er in dem alten Klump rum. Ja, mei, der Papa lässt sich halt nichts einreden. Je mehr man ihm zu was zuredet, desto bockborniger wird er. Ja, ich hab mich jeden Sonntag, aber mich so geniert, wenn er mit dem alten Zeug da in die Kirche gegangen ist. Wenn wir arme Schlucker wären, ja, der hätte mir's eingehen lassen. Du, aber meinst du, dass er das klappt, dass er den selber gekauft hat? Das wird nicht einfach werden, bis er das schluckt. Das muss er schlucken. Das Und jetzt? da schau her, Papa. Was denn? Dein neuer Anzug ist da. Was? Ja, alle Änderungen, die du angeschafft hast, sind gemacht. Was heißt der neue Anzug? Ich habe mir doch keinen Anzug nicht gekauft. Ja, wer hätten den sonst gekauft? Hä? Du warst doch vorige Woche mit dem Hans in der Stadt und hast da im Trachtengeschäft den Anzug gekauft. Ja, was redest du denn für einen Blödsinn? Ich war seit einem halben Jahr nicht mehr in der Stadt. Also, Alter. Jetzt sag mal, jetzt hast du es auch wieder vergessen. Mei, Papa, und wir haben uns schon so gefreut, dass wir uns jetzt nicht mehr schammer brauchen, wenn wir mit dir am Sonntag in die Kirche gehen. So weit haben wir, dass die ein Schamps wegen mir. Mein alter Anzug, der ist noch lang getan. Also, du hast selber gesagt, du willst in dem alten Klump nicht mehr rumlaufen. Ach, ja, das hast du gesagt. Ja. Ach, da kannst du dich halt nicht mehr erinnern dran. Aber das macht nichts, Papa. Ich tue dir jetzt den Anzug in die Schlafkammer auf. Schlafkammer? Ja, und da tust du ihn dann probieren, gell? Ja. Ja, ich komm an, ich muss drum noch sauber machen. Was? Jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich ein Mandel oder ein Weiber? Ja, ich kauf mir doch keinen neuen Anzug. Mein alter Anzug, der ist ja noch lang. Ja, ich bin doch nicht, ha? Um Gottes Willen, mich wird doch nicht ein Schlager gestreift haben, ha? Warum? Mein Lieber, das war vielleicht eine Schinterei. Was? Das hätte der Stefan nie geschafft, allein. Geh, Gras, einfahren, das schafft er nicht allein. So was haben wir noch nie zu zweit gemacht, oder? Ja, sag einmal, Bauer, wer redet denn vom Gras einfahren? Ja, da war doch gestern gar nicht die Rede davon. Ja. Was? Du hast doch zum Stefan gesagt, er soll das geschlagene Holz vom Wald runterfahren. Hä? Ja, und weil ich das allein nie geschafft hätte, hat mir dein Bruder geholfen. Was? So ein Blödsinn, was soll ich mit dem Holz auf meinen Hof da? Ja, sag mal, weißt du das auch nicht mehr? Aber sei froh, dass du das auch geschafft hast. Im Sägewerk, da nehmen sie dir das Holz jetzt noch ab. Jetzt kriegst du noch was dafür, die Preise sind am Fallen. Nächstes Jahr hättest du das vielleicht als Brennholz hernehmen können. Ich hab mich selber schon gewundert, dass du so eine gute Idee hast. Ja, sowas habe ich doch nie entschieden. Also, gell, wenn du bei der Familie tyrannisieren willst, dann ist das deine Sache, aber mir lässt das so Spiel. Meinst du, ich hab mit zur Gaudi da mit dem Holz abgeschunden? Na, ich hab das ja nicht angeschafft. Ja, mir nicht, aber dann Stefan. Also langsam habe ich das Gefühl, dass mit deinem Hirnkastel irgendwas nicht stimmt. Was? Du, Bauer, Ja? soll ich jetzt das Holz wieder auffahren im Wald? Hä? Und ich mach auch nicht mehr mit bei dem Blödsinn. Mach doch, was du willst von mir.
Aber wir machen das, was du anschaffst. Ich hab das nie angeschafft. Sag einmal, war ich mit dir in der Stadt drin und hab mir einen Anzug gekauft? Freilich? Was? Vorige Woche waren wir zwei in der Stadt. Gott sei Dank, weil der Alte hat sowieso schon so ausgeschaut. Ist der vom Ende dann schon da? Da weiß ich ja gar nichts davon. Also jetzt meine ich, reicht's aber dann schon langsam mit dir, hä? Oh, ich wär verrückt, ich wär verrückt. Du, jetzt glaube ich, kommt unser lieber Herr Bauer schön langsam ins Schleudern, hä? Der Tyrann von Schnatterbeck kommt langsam ins Breckeln. Ja. Das Pfeifer hat er auch schon eingestellt. Ich mähe aber jetzt trotzdem die obere Wiesen. Ja. Es wird wirklich Zeit dafür. Ist schon ein Post gekommen von meiner Schwester, wie wir es ausgemacht haben. Nein, ich glaube nicht. Ein Postbote habe ich noch nicht gesehen heute. Na, wart nur, Brüderl. Wir bringen da schon noch ein Benimm bei. Ach, Onkel Hans, seid ihr mit dem Holzabelfahren schon fertig? Ja, aber ganz geheuer war das am Kasper nicht. Jetzt probiert er gerade seinen Anzug. Ja. Endlich habe ich ihn soweit. Aber zureden haben wir ja müssen, wir am kranken Gaul. Ja. Brummt hat er wie ein alter Bär. Gewundert hat er sich, dass ihm der Anzug so gut passt. Jetzt glaubt er selber, dass er in der Stadt drin war. So ist richtig. Oh mein Onkel Hans. Aber das härteste Stückel steht uns noch bevor. Du meinst, wir haben deinen Hochzeiter offerieren? Ich hab mit dem alten Hauserbauern schon geredet. Ja. Er ist begeistert von dem Plan, den wir uns ausdenkt haben. Er hat gemeint, so eine liebe und fesche Bayerin, das war seine größte Freude. Und die alte Hauserin hat fast zu weinen angefangen vor lauter Oh Freude. mei. Ich hab den Hauservater auch sehr gern. Das ist nicht so ein alter Beuterer wie unser Papa. Bei die Hausers, da ist richtig friedlich. Das wird's bei uns schon auch noch. Wart's noch ab. Ich weiß gar nicht, was der Vater gegen den Hauser hat. Hat ihm der mal was da? Ja, da war einmal was wegen einer Grenzsteinversetzung, aber da warst du nur ganz ein kleines Wutzel. Okay, so lang ist das schon her. Ja, der Vater meint, dass der Hauser den Grenzstein zu seinen Gunsten versetzt hat. Das hat aber nicht gestimmt. Es hat sich herausgestellt, dass einer von den zwei Bauern mit dem Traktor hängen geblieben ist, ohne dass er es gemerkt hat. Aber der Vater meint unbedingt, dass das der Hauser war. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Spuren von dem Grenzstein an eurem Traktor waren. Ja, na also, zu was denn dann die Feindschaft? Ja, weil er es einfach nicht zugeben will. Bis heute nicht. Sag ja nichts zu deinem Vater davon. Da wird der Fuchsteufelswild und geht gleich wieder in den Tee. Oh mei, ich sieh schon. Das wird nie was mit dem Stefan und mir. Na, wart's noch ab. Man muss das bloß richtig anfangen. Kannst dich ganz auf mich verlassen. Oh mei, Onkel Hans, die will ich nicht helfen. Ach. Aber jetzt muss ich wirklich die Wäsche aufhängen. Wie man nur so stur sein kann. Obwohl er weiß, dass er im Unrecht ist. Soll doch froh sein, dass seine Tochter so einen tüchtigen Bauern kriegt. Wo schau her? Gut schaut's aus. Fest bist benannt. Wirkst um 10 Jahre jünger. Ja, nicht kein Blödsinn. Du sag einmal, was hat denn der Anzug gekostet? Du hast ihn doch selber gezahlt. Weißt du das auch nicht? Ja, das schon, ja, das weiß ich schon. Aber wie viel, weiß ich momentan nicht. Das ist es mir. Es geht mir nicht mehr in den Kopf. Ich weiß es nicht. Weißt nicht mehr wie viel? Na? 480 Mark. Was? Um Gottes Willen, mein alter Anzug ist noch lang da. Ja, da hat er bloß hinten sehen wir schon ausgeschaut. Sonst war er noch recht gut. Ja, Kasper. Was denn? Ja, gut schaust aus. Also, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich so einen Fashion-Mann habe. Also, schaust um 10 Jahre jünger aus. Ja, das hat mir der Herr schon gesagt. Ne? Es macht sie zum Mecken. Ich komme mir vor wie ein Schaufensterpuppen. Also, das musst du doch selber zugeben, dass dir der Anzug gefällt, oder nicht?
Was? Mein alter Anzug? Ja, den schenkst die Motten. Dann haben die auch Freude. So. Also mein Papa mach ich heute seine Leibspeise. Schön. Kässpatzen. Oh. Die hat er noch nie mengen. Ich möchte aber... Kässpatzen. Du hast den Pappen. Ich möchte aber... Kässpatzen, das wisst wir jetzt schon. So, Bauer. Also das mit dem Traktor ist alles in Ordnung, gell? Bloß Bremsen haben sie ein bisschen nachstehen müssen. Aber sonst waren sie sehr zufrieden beim TÜV. Was? Ja, Bauer! Was denn? Ja, verreck! Was? Schaust aus! Und um 10 Jahre jünger. Das weiß ich jetzt schon. Ich möchte wissen, wer das angeschafft hat, dass du den Traktor zum TÜV fahren sollst. Hä? Ja, ich hab ja mich auch schon gewundert, dass du mich zuerst mit dem Traktor zur Inspektion in die Werkstatt geschickt hast und dann zum TÜV, wo er doch erst in einem halben Jahr fällig ist. So ein Blödsinn. Ja, ich spinn doch nicht. Bist du da sicher? Ja, was? Das habe ich doch nie angeschafft. Also, Bauer, willst du mir jetzt du zum Narren halten? Letzten Montag hast du gesagt zum Stefan, der Traktor muss zum TÜV. Ja, der Stefan kann ja nicht, weil doch der das Heu ablatt. Aber ich bin heute jetzt gefahren zum TÜV. Ja, das stimmt schon, was die Urschel sagt. Aber sei froh, dass du das so geschafft hast. Ja? Hast du ja gehört? Die Bremsen waren nicht mehr in Ordnung. Die Bremsen? Ja, vielleicht hätte da ein Unglück passieren können. Unglück, ja, du hast recht, ja. Ja, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen erinnern, ja. Ja, das stimmt. Gei, Bauer, jetzt kannst du dich schon wieder erinnern. Ja, Freilich, jetzt kann ich mich wieder erinnern, ja. Na, also, was regst du dann immer gleich so auf? Ja, ich hab mich bloß, ich weiß bloß, Moment, ich geh jetzt zum Bürgermeister, nicht in die Gemeinde, gell? Hoffentlich kennt er den in dem neuen Anzug. Ja, weißt du, was du am Spätel hast? Aber jetzt war ich doch bald in Schwitzen gekommen. Hätte ich bald mit der Angst gekriegt, dass er mir das nicht klappt, wegen dem Traktor. Dem ist schon gar nichts anderes übergeblieben. Vor 14 Tagen warst du nicht so glimpflich davor gekommen, gell? Ja, da hast du schon recht. Er wird schon noch mehr erklären müssen. Wo ist denn der Papa? Der ist gerade in die Gemeinde hinüber. Sein neuer Anzug vorführen. Urschel, ist mit dem TÜV alles in Ordnung gegangen? Freilich, Bari, alles ist in Ordnung. Obwohl, zuerst wollten sie mich ja gar nicht dran nehmen. Nein, aber ich hab gesagt, unser Bauer hat gesagt, der Traktor hat farbtechnische Mängel. Fahrtechnische Mängel. Ja, wegen den einen Buchstaben. Ja, aber sie haben mich dann doch dran genommen. Allerdings haben sie schon so sehr gewundert, weil ja außer die Bremsen alles in Ordnung gewesen ist. Der Kasper hat auch ganz schön geschluckt. Und? Er hat was zugegeben, was er nie angeschafft hat. Das ist doch auch schon ein Fortschritt, oder? Auf die Weise kriegen wir alles nach und nach gekriegt, was so fehlt bei uns. Also die Bremsen, die waren ja wirklich unter aller Sau. Ich hab jedes Mal Todesängste ausgestanden, wenn der Stefan mit dem Traktor unterwegs war. Ja, und das Stammholz haben wir auch angebracht, bevor es verfault. Und ihr werdet sie sehen, ich krieg den Bauern noch so weit, dass er uns für das Heu einen Aufzug einbauen lässt. Ja, weil umso mehr er schwitzen muss, desto eher kriegen wir unseren Aufzug. Ja, schon, aber wenn du gerade endlich die Tante Liesel schreiben darf, das war halt gut. Hoffentlich hat sie es nicht anders überlegt. Nein. Auf die Lieslis Verlass. Ich weiß, wer der Kasper mit euch umspringt. Die freut sich schon, dass er man's auswischen kann. Dann bin ich aber schon froh. Also eins sag gleich, lang mach ich das nicht mehr mit. Der Bauer kommt auch gleich, wir haben gerade gesehen. Was, jetzt schon? Aber dann wird's Zeit für unsere Mäusejagd. Ja, das ist die Mäusejagd. Ja, die Mäusejagd. Gut, dass wir alle da sind. Dann ist das eindrucksvoller. Wo ist das ganze Zeug, wo wir ausgemacht haben? Weiter. Kinder schon. Da kommt alles auf seine Plätze. Es geht los. Gut.
wir finden euch doch, gell? Jetzt geht es euch an den Kragen. Bursche, hast du eine? Nein, aber das Kronknäpfel habe ich gefunden vom Bauern sein Hemd. Ruhig und nicht so hastig. Ihr verscheicht's mir ja die Viecher. Ja, geh zu, Kasper, du bist im Weg. Darf ich mal fragen, was ihr da macht? Frag nicht lange, mach die Tür zu. Sonst rennen die Viecher im ganzen Haus rum. Was denn für Viecher? Ja, die weißen Mais, die du gesehen hast. Was? Ja, wir kommen denn die weißen Mais in mein Haus rein? Die haben sofort das Haus zu verlassen. Sag mal, möchtest du uns da zum Narren halten? Meinst du, wir rutschen da zur Gaudi auf die Knie rum? Du hast doch gestern angeschafft, wir sollen schauen, dass die Viecher aus dem Haus kommen. Ich hab doch nie... Weiße Mais gesehen. Was? Kannst du dich da nicht mehr erinnern? Ja, Bauer, ja glaubst denn du, dass wir da herin Schwammerl suchen? Ich bin ja schon ganz kreuzlahm. Ja, habt ihr keine weißen Mais gesehen? Also, im Stadel draus schon, aber die waren nur grau. Das kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ich soll euch angeschafft haben. Dass wir die Viecher aus dem Haus schaffen sollen. Aber wenn's dich täuscht hast, dann hören wir halt wieder auf. Vielleicht habe ich mich wirklich täuscht. Also, das hättest du aber auch früher einfallen lassen können. Ja, glaubst denn du, wir haben nichts anderes getan, ha? Ja, dann hört halt auf, ne? Ich geh jetzt in meine Kammer und zieh mich um. Der Bürgermeister hat auch ganz komisch geschaut, der hat man dir Hochzeit. Wann gibt's denn was zu essen? Ja, also so schnell nicht. Bei mir waren er mit dem Mäusesuchen so lange beschäftigt. Na gut, wenn die Mäuse fertig sind. Wenn das Essen fertig ist, dann schreit's mir. Also so verdattert habe ich den Papa noch nie gesehen. Sag mal, meinst du, dass ihm das nicht zu viel wird, ha? Ja, wieso denn? Ja, er hat doch uns auch nicht gefragt, ob ihm sein Geplärr uns zu viel wird. Ich schau jetzt den Motor vom Meer noch. Der stottert schon wieder so komisch. Ja, und ich schau nach die Kasspatzen. Er muss ja nicht auch noch hungern. Hm? Also, du, jetzt krieg ich schon langsam mit der Angst zu tun. Hoffentlich schnappt er uns nicht über. Ein bisschen muss er noch herhalten. Dann darf er sich wieder erholen. Aber bloß ein bisschen. Was? Der Brief von der Tante Liesel ist gekommen. Du, klein auf die Wappe. Hast du recht? Wenn er aber jetzt Liesel anruft und sagt, er weiß davon nichts, was ist dann? Die Liesel sagt ihm das Gleiche, wie wir gesagt haben. Ihr müsst euch nur richtig freuen über den angeblichen Entschluss. Dann kann er gar nicht mehr zurück. Ja, was glaubst du, wie wir uns freuen? Ja, ist denn die Liesel narrisch worden? Ist denn die besoffen? Ich darf euch in Erholung schicken, ihr müsst Urlaub machen. So, ja, sie hat Zimmer hergekriegt. Ja, was redet denn die für einen Schmarrn? Was schreibt denn die da, ha? Was? Was, Papa? Was denn? Du schickst uns in Urlaub? Hä? Ja, sag einmal, das gibt's doch nicht. Wir bist denn auf den Gedanken gekommen, dass wir Erholung brauchen. Und Zimmer hast du auch noch bestellt. Erholen, Urlaub machen. Wo gibt's denn sowas? Geh, Kasper. Jetzt tu doch nicht so, als wenn's nichts mehr wissest. Was, ich will nichts mehr wissen. Ich hab doch mit der Liesel schon über ein Jahr nicht mehr gesprochen, oder? Kasper, du hast doch vor 10 Tagen mit der Liesel telefoniert und hast gefragt, ob sie nicht ein Zimmer frei hätte, damit die Nanni und die Mari Urlaub machen können. Was? Das hast du? Mei, du bist ja mein allergoldigster Papi. Mein Ja, ja. Ich will mir Urlaub machen, wo wir das ganze Jahr so fertig müssen. Habt ihr das, ha? Wer soll denn die ganze Arbeit auf dem Hof da machen? Ja, das hast du doch schon überlegt, wie du telefoniert hast. Ich? Ich wär wahnsinnig, ich wär verrückt. Ich komm doch niemand auf seinen blöden Gedanken. Ja, so blöd finde ich den Gedanken gar nicht. Und außerdem ist ja die Urschel und ich auch noch da. Ich habe ja noch so lange Urlaub, bis die zwei wieder zurück sind. Die Urschel macht dann Steuer und die Küche. Und wir drei, der Stefan, du und ich, wir werden mit dem Bisserl Heu schon fertig. Oder traust du die Arbeit nicht mehr zu? Was soll ich denn zutrauen? Ich gebe noch 5 Ladungen vor. Na also,
dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ja. Ich hab mich auch schon so gefreut, dass du so viel Einsicht hast und die zwar in Urlaub schickst. Aber, was? Ja, was? Also, Papa, sag einmal, wie kommst du auf die Idee? Ja, aber die Leute werden sagen, dass du ein ganz moderner Bauer bist, der Was? mit der Zeit geht. Jawohl, werden sagen. Oder dürfen wir jetzt vielleicht nicht fahren, Papa? Ach was? Ich bin doch kein Unmensch. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Ich weiß es bloß nicht mehr. Und wann schreibt die Tante Liesel, dass wir kommen dürfen? Wann? Sofort, weil die Zimmer jetzt frei sind. Was, sofort? Ja. Du, sofort gehen wir ins Haus, packen wir einen Koffer, dass wir heute noch fahren können. Also, Papa, du bist doch der Liebste, der Beste. Ja, der Preis. Ja. Mensch, hat der ganze... Ja, Was ist denn im Essen? ja, das ist alles schon hergerichtet. Die Urschel macht's dann schon. Na, das ist doch was Schönes, wenn man andere Leute Freude machen kann, oder nicht? Ja, das schon, aber Was aber? ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Meinst du, dass ich krank bin? Kaspar, du bist kerngesund. Ich bin kerngesund. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich mit der Liesel telefoniert habe. Ja, ich hab doch keinen Bäcker. Kaspar, ich war doch selber dabei, wie du telefoniert hast. Und sogar du hast den Vorschlag gemacht. Ich? Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Du Bauer, Ja? ich wollte nur sagen, dass der Motor vom Meer wieder läuft wie ein Klicker. Ja. Also, für dein Gott. Servus, Stefan. Ja, für die Guckleckerl. Stefan. Meinst du, dass wir drei die Arbeit allein schaffen? Wir so drei. Ja, du, der Stefan und ich. Der Stefan fährt heim. Was fährt der heim? Was spinnt denn der? Der kann nicht heimfahren. Warum fährt der heim? Der kann uns doch nicht alleine mit der Arbeit da sitzen lassen. Der will doch mit seinem Vater reden, damit sich der mit dir wieder aussöhnt. Stefan, sein Vater, mit mir aussehen. Spinnt denn? Den kenne ich gar nicht. Kaspar, Was? mit wem bist denn du seit 22 Jahren verfeindet? Ach was, das weißt du selber. Ich habe nur einen einzigen Todfeind und das ist der Hauser Alois. Also, Und das ist ein Stefan, sein Vater. ja. Was? Und das erfahre ich erst jetzt? Ja, den schmeiß ich ja sofort raus. Das braucht's nicht mehr, der ist schon fort. Was? Ja, sag mal, meinst du, dass dann wir zwei allein die Arbeit schaffen können? Ja, bestimmt. Musst halt auch ein bisschen hingelangen. Nicht immer die anderen schuften lassen. Was denn, ich bin doch kein Tyrann, oder? Jetzt nimmer. Nee. Bauer, Was? die Bäuerin hat gesagt, ich soll dann das Essen auftragen. Ja. Ist er recht, weil dann bringe ich die Kässpatzen. Ja, ich wollte... Okay, Spatzen. Bring's nur, Wurschel. Ja, bring's mir, Wuschel. Kässpatzen waren immer schon meine Lieblingsspeise. Und nach dem Essen, da fahre ich dann die Koffer von der Mari und von der Nanny zum Bahnhof. Ja. Stimmt jetzt das wirklich? Dürfen die zwei ganz allein in Urlaub fahren? Ja. Nein. Naja, na. Na sind ja wir drei ganz allein. Ja. Oh, das gibt eine Gaudi. So. Und ich tue vor dem Essen noch den Koffer ins Auto rein, damit es ja noch ein bisschen zügiger geht. Gell? Ja. Also nachher. Ja. Ja. Also. Lieber Gott im Himmel, bitte lass mich nicht deppert werden. Wenn ein Bauer seine Leute während der Ernte in Urlaub schickt, der muss total verblödet sein. Jetzt reicht's mir dann. Alles muss ich selber machen.
Um den ganzen Haushalt muss ich mich kümmern. Die Kühe muss ich melken. Den Stall muss ich ausmisten. Die Sei muss ich auf Futter geben. Die zweibeinigen Rindviecher, für die muss ich auch noch das Essen kochen. Ah, da schau her, die Wurschel. Immer fleißig bei der Arbeit, hä? Ja, Das Heu habe ich jetzt runtergefahren. gut. Jetzt ist der Bauer dran. Na, meine, hat er bis Mittag was zu tun? Da wird er ganz schön ins Schwitzen kommen, glaube ich. Das He? leicht sein. Du weißt was da. Da riecht ihm dann eine reichhaltige Brotzeit her. Das tust die kann er brauchen. Was gibt's denn? Was gibt's? Ja? Tja, ein Magerkäse und eine Scheibe Brot. Feudal ist das gerade nicht. Und zum Trinken? Zum Trinken, da gibt's ein Bier und eine Milch, weil das ist gesund. Miteinander? Na, man, ich darf's kleinen Weg zum Heisel freimachen. Dass ich's nicht vergiss, wenn der Stefan kommt, so wie wir's ausgemacht haben, dann sagst mir's, dann möchte ich dabei sein. Du kommt der heute wirklich zum Vorstehen als Hochzeiter. Das wird ja das letzte Stückel, das der Bauer schlucken muss, bevor die Mari und die Nanni wieder zurückkommen. Der Manni wird er dann ganz aus dem Gewand springen. Dann platzt seine Feindschaft mit dem Hauser, als würde er Seifenblasen. Jetzt riecht ihm schnell die Brotzeit her, gell, dass er mir nicht verhungert. Die reichhaltige. Das Heu fahre ich nach der Brotzeit rein, gell? Sag mal, ist schon alles herin oder fahrst du nur mal hinaus? Nein, ich muss schon noch mal fahren. Was? Mindestens noch mal so eine Fuhr. Oh, wird denn das Heu überhaupt nicht weniger, hä? Sei froh, dass du so viel hast. Oh, ich spür mein Kreuz schon bald nicht mehr. Ui, 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 ui. Ah, So, Bauer, ja, jetzt schau her. ja, Jetzt tu nur richtig dich satt essen, Ja. gell? was soll denn das sein? Ein Magerkäse. Ja, so schaut er auch aus. Den darfst du mal ein bisschen herfuttern, dass er dicker wird. Aber gesund. Wer sagt denn das? Die Urschel, unsere Reserveköchin. Ja. Hey, ich weiß, ich kenne mich nicht mehr aus. Du sag mir, weißt du, wo mein Zahnbürstel ist? Das finde ich schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Ja, aber natürlich. Ja, Bauer, das liegt doch in deiner Kammer hinten bei den Blumentöpfen. Was tut denn mein Zahnbürstel bei den Blumentöpfen? Ja, das weiß doch ich nicht. Vielleicht wolltest du mit Blumenwasser gurgeln. Bei uns geht alles drunter und drüber. Meine Taschenuhr, die finde ich seit 8 Tagen nicht mehr. Ja, warum fragst du mich denn das nicht gleich? Warum? Das hätte er gleich sagen können, wo die ist. Na, wo ist denn? Ja, im Kuhstall draußen hängt's. Meine Taschenuhr? Ja, ich hab ja mich auch schon gewundert, warum du die in Kuhstall hinaushängst. Die Kühe können doch gar keine Uhr nicht lesen. Die wissen auch so, wann's Zeit ist zum Ja, ja. Fressen. Irgendwas stimmt nicht mehr bei mir. Es wird jetzt langsam bedenklich, wenn du dich an die einfachsten Sachen nicht mehr erinnern kannst. Ja. Heute früher habe ich mit einem Doktor telefoniert. Der soll mal herkommen und soll mich untersuchen, dass ich weiß, was mit mir los ist. Wenn er kommt, sagt ich mit beim Heu einfahren. Ist schon recht. Gell? Ach, Bauer, Was? soll ich dir deine Brotzeit einpacken? Ja, lass mal meine. Was wollte ich? Was gibt's denn heute Mittag zum Essen? Ganz was Gutes. Ja? Sauerkraut mit Gnädel. Schon wieder? Kannst du dir mal Knödel mit Sauerkraut machen? Das war was anderes. Ja. Also, ich mein allerweil, am Bauern schmeckt meine Brotzeit nicht. Er ist halt ein bisschen verwöhnt. Aber er ist schon genügsamer geworden. Hm? Ja. Ja, also ab und zu, da muckt er nur ein bisschen auf. Aber das sind die letzten Zuckungen. Ja, herein. Grüß euch Gott. Ja, der Ja, Stefan. Stefan! Ist der Bauer nicht da? Nein, der ist beim Heu abladen.
Nein. Ja, seit wann arbeiten die einmal was? Seitdem er Strohwitwe ist, bleibt ihm gar nichts anderes über. Ich wollte mit ihm reden, so wie wir es ausgemacht haben. Oder habt ihr es euch anders überlegt? Nein, das bleibt schon dabei. Und du meinst wirklich, dass er das so einfach schluckt? Der hat sich an Schlucken schon gewöhnt. Aber ich mein, dass du jetzt noch ein bisschen zu früh da bist. So. Er hat einen Doktor bestellt. Was? Ist er krank? Na, woher? Er meint, dass er einen Knopf im Hirn hat, weil er sich an so vieles nicht mehr erinnern kann. Darum ist es besser, wenn du ihm unser Stückerl erst nachher aufspielst. Ja, ist schon recht. Wann kommt denn den auch nicht zurück? Heute kommen es alle zwei zurück. Gott sei Dank. Ja, das sag ich ja. 14 Tage Abstinenzleben. Das hätte ich nicht mehr lange ausgehalten. Du kannst das dann alles nachholen. Sogar mit dem Segen vom Bauern. Ja. Und das ist das, wo ich immer noch nicht glaube, dass uns der seinen Segen gibt. Der schmeißt uns höchstens den Segen nur nach. Du kennst unseren Bauern nicht mehr. Der ist zahm worden wie ein Lamperl. Ja, hoffentlich. Na, ich gehe zum Unterwirten über. Und du gibst mir dann ein Zeichen mit einem Tierchen, dass ich weiß, wann ich kommen kann. Ja, ich wink dir dann beim Fenster. Ja, gell? genau. Du magst ein bisschen eine gute Brotzeit. Eine gute. Ja, Was ist denn das? ein Magerkäse. Armseliger geht's wohl nicht mehr bei euch, hä? Naja, ich gehe jetzt trotzdem zum Wirt und trinke mir einen Mut an. Ja, heute aber zurück, gell? Am Besuch von Hochzeit vertragt der Kasper bestimmt nicht. Nur keine Angst. Ich halte mich schon zurück, sonst läuft nichts runter. Also, pfiat euch. Fertig. Oh, jetzt Stefan. Ja? Geh mit mir durch Küchenhaus. Sonst laufst nämlich am Bauern direkt in die Hände. Das brauchen wir nicht, gell? Aha, das nächste Stückerl. Na, No, was? geht's dir jetzt besser? Irgendwas stimmt nicht mehr bei mir da drum. Ja, mit dem Alter, da lässt halt das Gedächtnis ein bisschen nach. Hä? Vielleicht hast du auch Durchblutungsstörungen im Hirn. Ja. Ist das gefährlich? Unter Umständen schon. Ja. Besonders, wenn du deinen Zorn immer an andere auslässt oder in die frisst. Da steigt dann der Blutdruck auf. Ja. Und schon hast du das schönste Schlagerl. Aber, Aber ich hab gesagt, daher noch Tabletten. Ja. Die nimmst dann schön ein, dann wird schon besser werden. Und wenn immer noch Gedächtnislücken auftreten, dann musst du zum Psychiater. was? Zum Klapsdoktor? Um Gottes Willen. Ja, lieber kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Die Tabletten werden schon helfen. Aber du musst auch mithelfen. Ja, wir denn? Ja, ganz einfach. Nicht wie an jedem Drecker herumblären. Die Familie nicht immer anschnauzen. Ruhig bleiben, schön ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja, und nicht blären, dass man dich gleich ins ganze Dorf hört. Na, wenn man mich aber immer ärgert. Kein Mensch ärgert dich. Sei froh, dass du eine tüchtige Frau und Tochter hast. Ja, Mir hat sowieso schon gewundert, dass die nicht schon lange ausgewandert sind. mei, was sollen sie denn hinwandern? Mein Alt ist so schlecht auf die Füße. Aber man wird dann noch was sagen dürfen, oder? Ja, sagen schon. Aber in einem anderen Ton. Also wenn ich diesbezüglich wieder was her, Ja, dann kommst du in eine Klapsmühle. mach keinen Mann. Wenn du wieder aufführst, als wäre ein größenwahnsinniger Tyrann, Ja? dann bleibt da gar nichts anderes über. Dann nützt dann dein ganz Blären nichts mehr. Nein, um Gottes Willen. Ich bin ja schon froh, wenn die meinigen aus dem Urlaub wieder zurückkommen. Na, also. Ja, Dann ist ja alles recht. hast recht. Weil sonst Was? sehe ich schwarz für dich. Mach keinen Mann. Ja, du schön ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja. Und schön deine Tabletten dann einnehmen, gell? Blätter nehmen. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Tabletten nehmen. Was machst du denn da? Die siehst doch. Fliegen gefangen. Ja, da kannst du ein Schmarrn mehr haben. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Wir haben doch keine Fliegen im Haus, hör doch auf. Bist du da sicher, Bauer? Ah, natürlich, wir haben
lass doch die lieben Fliegeln fliegen. Du bist ja schon gewohnt vom Stall und mich stören's nicht, die Fliegen. Aber Bauer, Was? Bauer, jetzt sind überhaupt gar keine Fliegen mehr da. Nee. Sind alle schon weg. Da siehst du es einmal, was die für einen Prospekt vor mir haben. Das kann sich ein Schmarrn. Aber natürlich. Ach, da hast ja du überhaupt keine Ahnung von einer Haustierhaltung. Ja. Red mal ganz ruhig bleiben, Kasperl, ganz ruhig bleiben, Kasperl. Wenn ich an die Klapsmühle denke, um Gottes Willen, da brauche ich einen Schnaps. Jawohl. Hoppla, einen Schnaps brauche ich da. So, da. Ja. Heute habe ich wieder meinen ruhigsten Tag. Oh, doppelt genäht hält besser. Rein. Grüß Gott, Bauer. Was? Hoffentlich störe dich nicht. Ah, der Herr Sohn von meinem Todfeind, so? Bist wieder da? Ha? Ruhig bleiben kannst du. Freilich bin ich da. Ich halte dich nicht lang auf. Ich wollte dich nur fragen, ob dir in 3 Wochen mein Hochzeitstermin recht wäre. Was geht denn mit deinem Hochzeitstermin an? Hast du das eine Blöde gefunden, die mag, hä? Freilich habe ich einen gefunden und jetzt dreht sie sich halt nur noch um den Termin. Termin? Ha! Ich möchte nur wissen, was für eine Blöde in deine Rasse hineinheiraten würde. Deine Tochter, die Nanni. Was? Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Möchtest du mich zum Narren halten, hä? Ich werde doch meinen Schwiegerpapa nicht Was? für Narren halten. Schwiegerpapa, ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Du weißt ganz genau, dass wir in Feindschaft leben miteinander, gell? Gelebt haben, das ist schon lang vorbei. Was? Ja? Moment. Hans! Hans! Jetzt geht gleich, komm Was gibt's denn, was bläst da so? Ah, der Stefan, grüß dich. Grüß dich Gott. Was Zeit lang nach deiner Nanny, hä? Was ist denn los, was bläst denn so? Der da, der möchte mich für blöd verkaufen. Wir haben keine Feindschaft mehr mit dem Hauser und er möchte meine Tochter Nanni heiraten. Ja und, das hat doch seine Richtigkeit. Was? Ja, bitte. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Darf ich vielleicht jetzt endlich wissen, was hier im Hause gespielt wird? Hä? Also Bauer, wenn du das vielleicht vergessen hast, ich erkläre dir das gern. Ja? Vor ungefähr 3 Wochen war ich da mit meinem Vater und ich habe um die Hand von deiner Tochter angehalten. Und ich habe euch nicht sofort hinausgeschmissen? Ach, woher? Ganz im Gegenteil. Was? Mit meinem Vater hast du die alte Feindschaft für ewig begraben. Ja, und den Verspruch habt's doch ihr per Handschlag besiegelt. Ja, das gibt's doch nicht. Doch, Kasper. Hä? Die Mari, die Nanni und ich, wir waren ja auch dabei. Wir haben uns riesig gefreut, dass du so viel Einsicht hast und nur das Beste für deine Tochter willst. Hä? Die Nanni ist da gleich um den Hals gesprungen und hat die abbusselt. Und Stefan hat ganz neidig zugeschaut und die Mari hat fast gewarnt vor lauter Freude. Die Nanni, meine Tochter, hat mich abgebusselt. Ja. Das ist ja noch nie passiert. Und meine Alte, meine Frau, hat mich auch abgebusselt. Freilich. Ja, pfui Teufel, das ist ja Ja, und du hast die Nanni auch abgebusselt, dass du eine Freude hast gehabt. ich. Ja. Um Gottes Willen. Und am Heimweg hat mein Vater zu mir gesagt, sieh Stefan, hat er gesagt, der Schnatterbeck ist ein ganz geführiger Mann. Das ist der beste Schwiegervater, den du dir wünschen kannst. Das hat er gesagt? Hat er gesagt. Und dann hat er noch gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute immer zusammenreden. Er ist doch nicht so ein Unkobi der Büffe, so ein Geschrormaler der Gläufe und so ein giftiger Hausdracher, wie die Leute bereden, hat er gesagt. Und was für ein Bauer schickt ihn seine eigenen Leute in Urlaub, während der Ernte, Hat er gesagt? hat er gesagt. Und recht gehabt hat er. Ja. Ich möchte nur wissen, was die Leute haben, ne? Ich bin ja schließlich gar ein Unmensch, ne? Ja, na, dann war ja die ganze Feindschaft mit deinem Vater umsonst. Freilich war es umsonst. Und darum hat er auch nichts mehr gesagt zu dir, weil er gemeint hat, er ist im Unrecht. Er wollte dich nicht unnötig reizen.
Und das mit dem Verspruch, das hast du halt vergessen. Vergessen? Psychiater. Na, jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Ja. Freilich, ja, natürlich. Das ist mir bloß momentan entfallen. Ja. Und wann soll noch die Hochzeit sein? Ja, in 3 Wochen haben wir den. Da wenn's da recht ist. muss aber meine Tochter Nani und meine Alte auch einverstanden sein, gell? Schau, die sind doch einverstanden. Ja? Ich hab nämlich telefoniert mit ihnen. Telefoniert. Die haben gleich einen Freudenschrei ausgestoßen, dass man bald einen Telefonhörer zerrissen hätte. Ein Telefon, Herr Hausriesen. Hoffentlich vergieße ich die Hochzeit nicht. Schaust halt an die Kirchentafel hin. Auf die Kirchentafel. Dann unser Aufgebot. Jesus, hab ich jetzt eine Freude. Ja. Jesus. Jetzt freut mich direkt die ganze Arbeit wieder. Na also. Was soll ich denn tun? Heu abladen. Heu abladen, das mach ich. In einer Stunde bringe ich dann nochmal hervor. Da ist das nicht schön, Ja. das freut mich. Sagst du den Grüß an den Papa und deine Mama. Sie sollen nicht vergessen, mich einzuladen zur Hochzeit. Sonst vergiss es auch wieder. Jetzt geht's um Heiland. Also jetzt brauche ich einen Schnaps. Ja. Ich glaube, ich träume. Mein Gott, haben mir die Knie zittert. Da schau her. Trink, dass du wieder aufwachst. Ich weiß gar nicht, wer da danken soll. Aber deine Idee, du, die war fantastisch. Wenn wir das jemand erzählen, der hält uns für stocknarrisch. Naja, so schlimm war das auch nicht. Und da braucht man gar kein Doktor nicht sein. Da glaubt ein ganz einfacher psychologischer Trick. Verstehst? Also nachher. Also ich glaube, unser Bauer spinnt. Der ist total narrisch geworden. Stellt euch vor, der pfeift. Der pfeift der Liedl. Ja, früher hat doch der nur durch die Finger pfiffen. Ja, was pfeift er denn für ein Liedl? Du bist verrückt, mein Kind. Du bist doch der Lied. Wurscht, da hat er den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Ja. In 3 Wochen, Urschel, da haben wir eine Hochzeit. Ja? Wer nimmt denn die? Wer redet denn von mir? Ach so? Nein, und der Stefan heiraten. Ehrlich? Hat der Bauer dies wirklich geschluckt? Nicht bloß geschluckt. Er hält sich für den nettesten und für den bravsten und für den vollkommensten Menschen. Er? Ja. Dann ne? Da brauche ich einen Schnaps. Er ist der nett? Das muss ich meine Kier erzählen. Die klammert das nie. Jesus, ich muss ja das Heim einfahren und in einer Viertelstunde soll ich die 2 vom Bahnhof abholen. Was mache ich denn jetzt? Du weißt was? Fahr du zum Bahnhof und bring mir meine Nanny. Das Heu fahr ich für dich rein. Ach, das ist schön für dich. Ich danke dir recht schick, gell? Ich muss doch dir danken. Irgendwas stimmt mit mir nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ich bin damisch. Ich habe einen Vogel. Ich sehe Sachen, die gar nicht da sind. Ich schaffe Sachen an, die ich nie angeschafft habe. Um Gottes Willen, hoffentlich bleibt es nicht bei mir. Ich werde noch wahnsinnig. Ja, herein. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie Herr Kasper Schnitterback? Ich bin der Kasper Schnatterbeck. Das sage ich doch. Und wer sind Sie? Ich bin
Dr. Kropfschneider, bin Psychiater. Jesus, der Glaubensdoktor. Ihr Bruder hat mir erzählt, dass Sie immer Sachen anschaffen, von denen Sie nachher nichts mehr wissen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich weiß im Mais, die gar nicht sieht, die gar nicht da sind. Dann schaffe ich Sachen an, die überhaupt nicht angeschafft haben. Ja. Ich glaube, bei Ihnen stimmt irgendwas nicht. Ja, das weiß ich selber, da brauche ich keinen Doktor. Jetzt beruhigen Sie sich, Herr Schnetterback. Schnatterbeck. Ja, und setzen Sie sich mal ganz ruhig in den Stuhl. Ganz ruhig in den Stuhl. Wir werden zuerst einmal die Reflexe testen. Was denn wir testen? Die Reflexe. Schlagen Sie doch mal bitte ein Bein über das andere. So. Reflexe sind da. Aber alle sind nicht da. Du hast recht. Und jetzt blasen Sie mal hier rein. Da reinblasen. Ja. Ja. Da haben wir schon. Einmal frei, Überdruck. Nehmen Sie bitte Platz. Schauen Sie, dass Sie die Steine aufeinander bringen. Aufeinander. Die Steine aufeinander. Auf alle Fälle werde ich Ihnen eine gute Medizin aufschreiben. Ja, sind Sie gut. In einem Monat ist alles vorbei. Was nur ein ganz Monat bin ich damisch. Ich schreibe Ihnen auf alle Fälle einmal Stricilizipin auf. Ja, was schreiben wir auf? Stricilizipin. Stricilizipin. Ja, das ist nur ein medizinischer Fachausdruck. Aha. Und heißt so viel wie Desoxyribonuclearin. Aha. Das zweite wäre mir lieber, ja. Ja. So, Herr Schnatterbeck, hier haben Sie Ihr Rezept und fleißig einnehmen. Einnehmen. Sie müssen nämlich wissen, Herr Schnatterbeck, Schnatterbeck. Ich war genau einmal so krank wie Sie. Ja? Aber seit ich Stricilizipin nehme, geht es mir wieder gut. Ja, das sicher, das sicher. Und nachher. Sieh, Herr Stricilizipin. Und das Zucken vergeht es wieder. Das bleibt. Was? Auf Wiedersehen, Herr Beckerstadt. So ist es. Das ist eine Guerra. Was in die Welt so? Oh! Jetzt kommen wir mal rein. Nanni! Ja. Du, ist alles gut gegangen? Alles gut gegangen, Schwiegermama. In 3 Wochen ist Hochzeit. Nanni, ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Aber die Feindschaft ist begraben. Und wen haben wir das zu verdanken? Ja, mir! Gar nicht nur mir! Oh, Papa, Was? danke schön. Ja, getroffen. Oh, Bail! Mei, bin ich froh, dass du wieder daheim bist. Ja, ich hab ja so viel arbeiten müssen. Ja, und dein Mann, den hast du fein ganz schön verwöhnt, mein Lieber. Was? Rika ist ein Blödsinn, gell? Du, gell? Was? Wenn du meinst, weil deine Bayerin jetzt wieder daheim bist,
Jetzt kannst du mich schikanieren. Da hast du aber brennt. Ja. Jawohl. Ich gehe nämlich zum Stefan und zu der Nanni im Dienst, wenn du mich ärgerst. Ja. Ja? Und dann kannst du ärgern, wen du magst. Du Tyrann, du Haustyrann. Na, Ruhe lass mal. Na, Alter, geht's dir jetzt besser? Ja, das siehst du ja. Ja, was zuckst du denn so? Das habe ich vom Doktor. In einem Monat bin ich wieder gesund, hat er gesagt. Und das Zucker Das bleibt. macht nichts. Strafe muss sein, gell? Oha, oha. Ja, ich weiß schon. Lieber Gott, 30 Jahre habe ich meine Frau gerne. Aber wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe.